Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute, diesmal ist die Reaction live im Stream entstanden. Von daher hier kurz die Einleitung, nur dass ihr Bescheid wisst. Wenn ich auch mal ein bisschen was anderes erzähle, dann bin ich auf eine Frage aus dem Chat eingegangen. Und ansonsten wird es keinen Abspann geben, weil live aus dem Stream. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß. Ihr kennt den Spaß. Hypen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefällt. Ja. Und ich bedanke mich schon mal für euren Support. Haut rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel morgen und nun Abfahrt. Zap. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Wie Oh, ist wieder richtig laut. Conny ist bereit. Aber eine Frage vielleicht eingangs von mir schon mal, Conny. Was denkst du? Erwartet den FC Bayern morgen? Das Spiel, die Bedingungen? Wie sind deine Gedanken? Ja, schlussendlich ist Champions League. Wir hatten genug Zeit, uns vorzubereiten, wie gegen jeden anderen Gegner auch, und versuchen einfach unser Spiel am Platz zu kriegen. Das ist immer das Wichtigste, dass wir auf uns schauen, dass wir unsere Idee, dass wir unsere Intensität, wie wir Fußball spielen, oh, dann noch mit Echo, 90 Minuten am Platz kriegen, und am Ende wollen wir einfach 3 Punkte holen. Und okay, ich habe ja vorhin gesagt, wir sind nicht dafür zuständig, dass wie der Ton ist auf der PK. Wenn ich das jetzt gerade höre, Echo, super leise, vielleicht haben wir doch unser Equipment mitgebracht. Also ich mache für euch gerade 20 Dezibel mehr drauf, damit ihr ein bisschen was hört. ja, vielleicht ist es ein bisschen wärmer hier in Zypern wie gerade in München, aber sonst passt es gut. Das fühlt sich auf jeden Fall so an. Okay, dann haben wir eine Fragestellung von den Kollegen von Amazon, bitte. Konrad, euer Saisonstart war ja überragend. Wenn man sich so im Sommer einen Saisonstart ausgemalt hätte, hätte man ihn sich so ausgemalt? Ich glaube, es gibt nicht viel auszusetzen, wenn man von 8 Spielen 8 gewonnen hat. Ich glaube, es hätte auch damals jeder unterschrieben, oder hätte ich auch unterschrieben. Ja, schlussendlich macht Spaß, gerade mit der Mannschaft Fußball zu spielen, so wie wir spielen. Und wir wollen natürlich genauso weitermachen, wie wir reingestartet sind. Gleich daneben, bitte, ja. Hi, Was war das denn auch wieder für eine hohle Frage? Ich meine, ist Amazon jetzt, ja, aber was ist das für eine Frage? Hättet ihr euch den Saisonstart so ausgemalt, wenn hättet ihr euch den so aussuchen können? Nee, wir wären gerne mit 4 Niederlagen und 2 Siegen und 2 Unentschieden gestartet, anstatt mit 8 Siegen. Ist doch logisch. Eine Frage noch zur Vorbereitung. Du hast gesagt, ihr schaut auf euch, aber bei so einem unbekannten Gegner, da lauern ja auch manchmal Überraschungen. Wie sehr habt ihr euch auch speziell auf den Gegner vorbereitet, oder ist der Fokus wirklich nur hauptsächlich auf euch? Nee, wir haben uns komplett auf den Gegner vorbereitet. Jede einzelne Phase von ihr angeschaut, was uns da erwartet, wie die Fußball spielen, was deren Plan ist. Und das ist eine gute Mannschaft, die was guten Fußball spielt, die was gute Prinzipien haben. Und wenn wir da nicht auf unser maximales Level kommen, sag ich jetzt mal, und wenn die viel Zeit und viel Raum bekommen, können die dir in jeder Phase wehtun. Also das, mit dem wir schauen auf uns, ist eher daran gemeint, dass wir auch unsere Leistung zu 100% am Platz kriegen, weil morgen einfach Champions League ist und der Gegner eine sehr gute Mannschaft ist, der was dir, wenn er genug Raum, genug Zeit hat, dir in allen Phasen auch ja, einfach wehtun kann und Tore schießen kann. Naja gut, wenn du, das trifft aber auf alle Mannschaften zu, oder? Wenn du einem Gegner genug Raum und genug Zeit gibst, dann kann dir jede Mannschaft auf dieser Welt wehtun, weil die können ja alle Fußball spielen irgendwo, also. Zumindest die Mannschaften, die in der Champions League spielen, behaupte ich jetzt mal. Also. Brauchen den Gegner jetzt nicht künstlich stark reden. Ich bin sehr gespannt, was der wirklich zustande zu leisten ist. Ja, wir tun uns auswärts ein bisschen schwer. Das wissen wir ja. Von daher mal schauen. Ja, also ich kann zu dem Gegner gar nichts sagen. Also, I don't know. Aus Zypern. Aus Zypern ist dieser Gegner. Also für alle zur Info, das ist gerade aus dem Livestream, war. Für die, die es auf YouTube sehen, falls ihr euch wundert, dass ich zwischendurch hier auf irgendwas eingehe. Die Frage war halt, aus welchem Land unser Gegner ist. Okay, dann das Mikrofon hier vorne. Please in the second row, yes. Σας καλωσορίσω στην Κύπρο. Είμαι και Κύπριος δημοσιογράφος. Σας προβληματίζουν κάποιοι ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΠΑΠΟΥ, γνωρίζετε κάποιους? Okay, der Conny hat auch keinen Übersetzer. Wer spricht hier, weiß ich nicht, was war das? Spanisch vielleicht? Keine Ahnung.
English, please. Once again, please. Δεν άκουσα εξακάμι. Δεν είναι εξακάμι. Do you know... That's better. That's better. Okay. Okay. English is good. Repeat the question. Okay. Greek? Yes. Greek. Ah, doch Griechisch, ja. Macht Sinn in Zypern, ne? Γνωρίζετε κάποιους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Πάφου οι οποίοι σας προβληματίζουν? Do you know any of the players of Paphos that might give you problems? Και πώς σας έχει προετοιμάσει ο προπονητής σας να And αντιμετωπίσετε how have you prepared την ομάδα αύριο? to face Paphos tomorrow? Dauert ein bisschen, bis die Übersetzung ankommt. Der muss auch erstmal tief ins Mikro reinatmen, der Übersetzer. Was soll der Conny jetzt dazu sagen? Also wenn er einen Spieler von dieser Mannschaft kennt, Alter. Ja, wie vorher schon gesagt, wir haben uns auf die Mannschaft genauso vorbereitet wie gegen jede andere Mannschaft und da uns genau den Gegner angeschaut, wer wo spielt, was die Stärken, was die Schwächen sind und ja, schlussendlich haben wir eine Mannschaft gesehen, die was sehr gute Prinzipien hat, die was weiß, was sie machen wollen, wenn sie einen Ball haben, wo die auch jedes Mal gefährlich sein können und wie vorher schon gesagt, wir wollen einfach da unsere Intensität reinbringen, dass wir einfach das Spiel auf unsere Seite ziehen, dass wir unsere Sachen reinkriegen und am Ende dann so auch die 3 Punkte holen. Dann hinten der Kollege von Prime nochmal, bitte. Ja. Ja, 100 Tore in 104 Spielen für die Bayern. Ich weiß, muss dafür wahrscheinlich viele Fragen beantworten. Harry Kane, sag doch nochmal für uns, was zeichnet den aus auf dem Platz, aber vor allen Dingen auch in der Kabine? Ja, es ist unglaublich auf jeden Fall. Ich glaube, ihr habt 100 Tore, ich habe noch nicht mal 100 Spiele für Bayern und wir sind gleich gekommen. Ja, der Conny, ey. Der war nicht schlecht. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt so wenig gespielt habe die letzten 2 Jahre. Aber ja, es ist beeindruckend und er ist beeindruckend und das kommt auch nicht von irgendwo. Ich glaube, man merkt es einfach, wie er arbeitet, was er investiert und das ist dann einfach nur schön, wenn man Leute sieht, die was so viel investieren, tagtäglich, hinter verschlossenen Türen, was jetzt nicht jeder sieht und dann am Ende dann so erfolgreich sind. Das freut mich erstens und er ist als Kerl überragend, er ist als Fußballer überragend und er soll einfach so weitermachen. Ich glaube, das war jetzt nicht so schlecht, so 100 Tore in 104 Spielen. Hat es ja noch nicht so oft gegeben. Und ja, ich bin knapp Hat es nicht so oft gegeben, hat es noch nie gegeben. dran. Ich glaube, ich habe noch ein Spiel und ich kann jetzt mir fehlen noch ein paar Tore, aber dann habe ich auch fast 100. Okay, wir zählen genau mit. Okay, danke 1-2, gleich sind wir zurück mit dem Trainer. Super, danke, ciao. Das war's schon, oder was? Das ist ja eine wilde Nummer. Wild, wild, wild.